So. Showtime! Okay, also, wir sind jetzt beim Riebaud'schen Gesetz. Das Genau. Riebaud'sche Gesetz sagt, dass das, was du zuletzt dir gemerkt hast, also gespeichert hast, das geht dir zuerst verloren. Das, was du aber zuerst gespeichert hast, zum Beispiel was aus der frühen Kindheit, das geht dir zuletzt verloren. Genau. Und es gibt verschiedene Gedächtnisspeicher. Der erste wäre der? Das Ultrakurzzeitgedächtnis, was man unter anderem auch das sensorische Gedächtnis nennt. Das sensorische Gedächtnis, das registriert, also warum die Bedeutung ist einfach nur die Registration und die Aufnahme von Informationen. Genau. Die Kapazität ist unbegrenzt. Die Art, es ist ein bioelektrisches. Genau. Genau, ein bioelektrisches Gedächtnis. Und die Dauer? Und die Dauer, achso, 1 bis 1,5 Sekunden. Genau. So, das zweite. Das zweite ist das Kurzzeitgedächtnis, das ist das Arbeitsgedächtnis. Die Bedeutung ist die Be- und Verarbeitung von diesen Informationen. Die Art ist ebenfalls bioelektrisch, die Kapazität ist sehr gering und die Dauer ist maximal 1 Sekunde, 1 Minute meine ich. Es sei denn, es ist bewusst, dann ist natürlich auch länger möglich. Also wenn man sich bewusst konzentrieren wollte, wenn man da so viel Bock dazu hätte, wäre es rein theoretisch über 1 Minute. Hätte. Ja. Dann gibt es noch das Langzeitgedächtnis. Genau. Das Langzeitgedächtnis Ist das Wissensgedächtnis. Genau, das bedeutet halt praktisch, das ist, Langzeitgedächtnis ist der optimale Speicher, wie eine externe Festplatte haben wir halt unser Gehirn, also unser Langzeitgedächtnis, der externe Speicher von allem Wissen und Erfahrungen. Die Art ist biochemisch diesmal. Genau, ja, und die Dauer und Kapazität ist unbegrenzt. Unbegrenzt. Gut, das war's.